Grüß zurück zu Mass Effect 2. Wir waren das letzte Mal mit Said unterwegs. Heute werden wir irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung. Warte mal kurz. Warte mal aus. Wir müssen mal schauen. Ins Tagebuch. Genau. Wie du siehst, wir haben ja noch etwas. Kleine Zusammenfassung. Die Kollektoren aufhalten. Das Kollektorenschiff hat zwei wichtige Informationen preisgegeben. Erstens, die Kollektoren sind in Wahrheit die alten Proteaner, die von den Reapern indoktriniert und zu Handlungen gemacht wurden. Handlangern gemacht wurden. Hä? Zweitens, das Omega-4-Portal führt zum Kern der Galaxie. Durch die extremen Gravitationsfelder des Kerns der Galaxie ist ein Sprung durch das Omega-4-Portal praktisch ein Todesurteil. Außer man hätte ein Freund-Feind-System, FFS der Reaper, mit dem die Norma sicher durch die Felder navigieren könnte. Das kommt natürlich zum Schluss. Richtig. Fane. Fane hat gesagt, dass sein entfremdeter Sohn auf der Citadel einen Auftrag als Killer angenommen hat. Zane muss seinen Sohn finden und ihn davon abhalten, dieselben Fehler zu machen wie er vor langer Zeit. Die Samara. Was machen wir denn? Ich schaue jetzt mal nur gerade. Warte mal kurz. Ilium. Die Liara ist gerade auf Ilium unterwegs und Ilium. Haben wir da noch irgendwas? Also nein, das braucht man nicht unbedingt. Ilium möchte ich immer aufgehalten zum Schluss zu, bevor wir da die Endmission machen. Weil muss man nämlich noch ausschreiben, wie die Reihenfolge geht für die Abschlussmission des zweiten Teils. Tja. Ja. Wir machen das da, hätte ich gesagt. Wir müssen auf die Citadel. Und zwar Folgendes. Ich hab jetzt lange und breit drüber nachgedacht. Bitte nicht böse sein. Ihr wisst ja, in vielen, ich nenne es jetzt mal Rollenspielen, wurscht ob jetzt RPG oder Action-RPG, sonstigen Quakel und Kladderadatsch. Es gibt ja überall diese Möglichkeit der Romanzen und ich möchte das aber für Mass Effect 2 und 3 ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ich möchte mich rein nur auf die Geschichte konzentrieren. Ja, okay. Wo ist die Citadel? Ilium, Omega, Hawking Eta. Bei FPS beschaffen. Na, das kommt zum Schluss, haben wir gesagt. Tuschanka haben wir fertig. Soweit ist da eh alles. Paletti Spaghetti. Da brauchen wir eigentlich eh nichts mehr. Omega Nebel. Wisst ihr was? Fane, Garus und Kasumi. Das sind unsere nächsten drei Protagonisten, denen wir helfen werden. Richtig. Wo ist die Kasumi? Da unten, Boltzmann. Na, hopp, sie schießt keinen Putzen. Dann haben wir ein Problem. Gut. Blablab. Abgebaut, jetzt schon. Naja. Sonde gestartet.
Ich warte eigentlich nur mal wieder auf einen geilen Kommentar von der Edi. Obwohl ich ja gestehen muss, die Sonde gestartet. Kasumi haben wir eigentlich sehr selten dabei. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Ja, so viel zum Thema abgebaut. Na gut. Warte mal kurz. Ja. Dann machen wir die Geschichte mit der Kasumi. Aber es ist Stufe 25, habe ich schon lange meiner geschaut. Sie sehen toll aus, Miss Allison Gunn. Hawk wird den Blick gar nicht mehr von Ihnen abwenden können. Allison Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keijis Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Wir sind da. Nach Ihnen, Miss Gunn. Moment bitte, Ma'am. Es scheint ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Allison Gunn, sehr erfreut. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie dürfen passieren, Miss Gunn. Schließlich haben Sie eine Einladung. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben.
Das verstehen Sie hoffentlich. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Ach ja. Ball, Bälle, Veranstaltungen dieser Art. Ehrlich gesagt, meins ist das nicht. Wie haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte schon, das Gesindel würde Ihnen ewig zu schaffen machen. Aha. Immer dieses Gesindel und Gesocks. Türen zum Sicherheitskontrollraum, okay. Shepard, schaut, dass du nicht schleichen kannst. Miss Gunn? Wir müssen den Tresorraum untersuchen, Gunn. Mit Hock können Sie später plaudern. Ja, super, Mädel. Sagt Commander Shepard sei noch am Leben. Wirklich. Oh bitte, das ist doch bestenfalls Wunschdenken. Naja, gut. Ja. Da geht's zu einem Sicherheitskontrollraum. Irgendwann müssen wir da vermutlich rein. Sehen wir uns den Tresorraum an, damit wir wissen, was wir tun müssen. Da Hige tust du wie so, weiß ich nicht, dass wir uns dann Stock im Arsch schätzt. Das ist da hinten, gell? Ich tue es einfach einmal so, als würde mir irgendwas interessieren. Bla 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 bla. Und singe dabei das Schlümpfe-Lied. Aha. Das muss aber eine sehr arme Party sein, wenn da leere Gläser rumstehen. Hawks Privaträume sind ohne spezielle Freigabe nicht zugänglich. Ich möchte zu gerne da rein. Aber zuerst müssen wir uns den Tresorraum ansehen. Aha. Ja, ich kann das nicht einmal rumlaufen wie ein Trottel, das fällt ja auf. Na, okay, gut. Bei Shepard wäre das nicht unbedingt abwegig. Was ist da draußen? Naja. Schaut aber irgendwie geil aus, gell? Na Gott sei Dank ist es kein Open-World-Spiel. Sagen Sie mal, was ist das da drüben? Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Die reden gerade von seinem Tresorraum. Ist der da oben irgendwo? Na. Da war gerade ein Datenpad, aber wow. Eine Wahrnehmung habe ich wieder von meiner Umgebung, das ist ja gigantisch. Aber wo ist es? Das Datenpad? Oh, das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir haben jetzt Zeit. Komm mal daher. Ja, weil irgendwas passt ja da nicht. Schade um Horizon. Ja, schade, dass sie nicht schon früher Ah, verschwunden ist. Hätte Turten! der Firma jede Menge Geld gespart. Private Reams. Wir können uns während der Party unmöglich rausschleichen. Alles ist hermetisch abgeriegelt und die Sicherheitschefin Rowe hat Dienst. Die würde das niemals zulassen. Ich stehe lieber rum und langweile mich zu Tode, als ihren Zorn zu riskieren. Tut mir leid,
Samuels. Chief Rowe, Die scheint ziemlich hart zu sein. Wenn wir den Funkverkehr der Wachen anzapfen, bringt uns das vielleicht nützliche Informationen. Ja, aber wie soll ich das anstellen? Das ist natürlich eine außergewöhnlich gute Frage, Ma'am. Was halten Sie von diesem Archangel? Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ein Glück, kann ich nur sagen. Naja. Der würde sich wundern, wenn er wüsste, dass er noch lebt, der gute Archangel. Ja, so stellen wir meine Zukunft auch vor. Irgendwann einmal in den nächsten 30 Jahren. In den nächsten 30 Jahren, da bin ich 73. Ja, auch schön. Das ist eigentlich da oben. Mal herausfinden, wie ich denn den Funkverkehr anzapfen soll. Donovan. Ja, aber der lässt sicher noch nicht mit sich reden. Also ich muss da und ehrlich gesagt gestehen. Miss Gunn? Sehen wir uns mal den Tresorraum an. Du bist so... Ja, wo ist der Tresorraum? Warte mal ganz kurz. Da gibt's ja eine Karte. Nö, gibt's nicht. Tür umgehen, Sicherheitswache. Ja, aber wo ist der Tresorraum, bitte? Oder muss ich da oben gehen? Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmenschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. KG würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Achso, falsche Richtung. Stimmenschloss deaktivieren. Finden Sie das Passwort für Donovan? Ein Tresorraum. Fällt er nämlich überhaupt nicht auf. Nicht anfassen! Ohne Hawks DNS lösen Sie dadurch jeden Alarm im ganzen Haus aus. Ja, aber ich will da was suchen im Tresorraum. Also irgendwie kenne ich mich jetzt gerade nicht aus. DNS-Scanner. Sicherer Fahrstuhl. Warte mal kurz, jetzt muss ich kurz mal schauen ins Tagebuch. Kinetische Barriere abschalten. Stimmenschloss deaktivieren. Box DNS finden. Okay. Passt, wenn sie wenigstens, wenn Shepard wenigstens schleichen könnte. Aber nicht einmal das. Hawk weiß wirklich, wie man eine Party gibt. Stimmt. Allerdings bin ich nicht ganz mit dem Niveau einiger seiner Gäste einverstanden. Mädchen, ihr wird aufpassen, dass du nicht irgendwann mal deine Zahnbürste verschluckst. Aber wie kommen wir an seit DNS? Vielleicht hat er sich an die Fisch vergriffen. Man weiß es nicht genau. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Shep. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Shepard und Charme, naja. Nach Ihnen. Miss Gunn, schön Sie zu sehen.
Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen. Aber wer würde es wagen, in Donovan Hawks Haus einzubrechen? Gunn. Unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus ihren Löchern. Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion, in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Miss Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Passwort für den Tresor finden. Tür zum Sicherheitskontrollraum. Ich speichere das zweimal an. Man weiß ja nicht genau, was uns da noch widerfährt. Ich liebe es, wenn ich was mit Sprachherausforderungen machen kann. Aber da sind wir sicher falsch. Hast nichts zu saufen, hä? Armer Teufel. Du kleiner armer Teufel. Tür? Ja, aber... Ganz verstehe du es nicht. Passwort für den Tresorraum finden. Und wo? Finden Sie einen privaten Bereich abseits der überfüllten Party und sammeln Sie genügend... Passwort und DNS. Okay. Ja, und wo soll der DNS finden? Hat er irgendwo hingesperrt, das Schweindel? Na. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle Ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Das haben wir schon gelesen. Okay, sie richtet unser Universalwerkzeug ein, aber wir tragen keines. Noch besser. Vor uns! Feindbeschuss! Auf meinem Schirm! Es hat jetzt überhaupt keiner gehört, gell? Na. Hä? Muss er das ziehen? Wo müssen wir das ziehen, bitte?
Also irgendwie bin ich zu blöd momentan für viele Sachen. Da ist keine Tür. Müssen wir da jetzt weiter? Da lasst mich Spiel auch nicht weiter. Kasumi, du darfst gern irgendwas von dir geben. Ich hätte nichts dagegen, weil ich käme jetzt momentan nicht aus. Wo müssen wir jetzt weiter? Keine schlauen Sprüche. Hä? Also irgendwie kapiert das jetzt gerade gar nicht. Da muss ja irgendwo einen Weg eingeben. Ha ha ha. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Sauber. Das ist eine Pflanze. Man weiß ja nie, gell? Okuda Entschlüsselung Projekt Update. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbüchern in 4800 galaktischen Sprachen versucht. Die Recherchen über Okudas Familie haben auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen. Wenigstens nicht zu unseren Lebzeiten. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl, sogar ein Geruch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns mit Alternativmethoden zum Knacken der Sicherung dieser Box. Wahrscheinlich finden wir Hocks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das ausreicht. Suchen wir weiter. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Keine DNS, aber... Hock hat anscheinend versucht, KG's Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Hautzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Ja, ich bin schon dabei, Mädel. Halt die Pappen. So, da haben wir das. Oh. Aha. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Geil. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Was gefunden? Nichts Außergewöhnliches. Einen Credit. Ui, geil. Ach ja. Gut. Weiter geht's. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Was hat der da hinten? Vielleicht finden wir noch einen Credit. So, hier raus, hier raus. Der mit der Pflanze war auch gut, ja? War auch ein guter Gag. Someone got through on the balcony. Wie zum Teufel haben die das gemacht? Keine Ahnung. Runtergesprungen, Wachen erschossen, Fenster eingeschlagen. Du hast nicht gehört, wie jemand eine Scheibe zerbrochen hat? Keine Schüsse?
Bei der Musik da drin höre ich gar nichts. Worauf ich komme nicht mehr, gell? Nö. Also wir müssen uns den Weg durchkämpfen. Bereit machen! You! Stop! Gehe auf Tauchstation! Bescheid für die. Alles sicher! Sehr schön.